Hey, so schön, herzlichen Dank für den Applaus und ich freue mich hier heute sprechen zu dürfen, nach längerer Zeit, über das fantastische Thema Ekklesia. Und ich habe da ein spezielles Thema bekommen und ich komme gleich drauf. Aber bevor ich darauf komme, meine Frau und ich, wir haben so eine Eigenart, wenn wir irgendwo in den Ferien sind, wenn wir unterwegs sind, in anderen Städten, Dörfer, irgendwo wandern sind, dann gehen wir meistens in lokale Kirchen hinein und besichtigen die. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht von Kirchen, die wir angeschaut haben. Und das ist so ein Hobby von uns in unseren Ferien, irgendwo in eine Kirche hineinzugehen und zu sehen, wie ist das denn? In aller Regel sind das katholische Kirchen, weil die haben auf. Die Reformierten und die freien Kirchen, die haben während der Woche Jesus weggeschlossen. Da kann man nur am Sonntag hin. Aber die Katholiken, die haben während der ganzen Woche die Kirche aus. Dann kannst du reingehen, Heilige anschauen und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich dort drin bin, beschleicht mich so ein ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite finde ich es hochspannend, sehr vertraut, Jesus irgendwo am Kreuz. Dann wieder eigenartig Maria mit so einem Dolch im Herzen. Weihwasser, wo ich nicht richtig weiß, ja, was mache ich jetzt damit? Nicht verwechseln mit Hände waschen und so, aber man muss sich schon konzentrieren, wenn man irgendwo reingeht. Und das ist so eine Ambivalenz, wo ich in mir trage und sage, es ist vertraut und doch manches ist auch fremd. Fremd, manchmal auch theologisch, so Spannungen tun sich auf, wo ich nicht richtig weiß, ja, wie kriege ich das irgendwie so zusammen? Ekklesia, die Kirche, die herausgerufene Versammlung, die zusammen ist, heute Morgen hier im ICF. Und das ist was Spannendes, weil Kirche ist tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich darf heute darüber reden, über den Gemüsegarten Gottes. Weil tatsächlich, glaube ich, die Kirche, die Ekklesia, stellt sich manchmal dar als so eine Art Gemüsegarten. Oder so jedenfalls kommt er mir einher. Und das Ambivalente, das ist an sich eine typische Erfahrung, die man machen kann, wenn man mal in andere Kirchen hineingeht, in die anderen Kulturen, Subkulturen vom Christentum, weil es gibt nicht das Christentum. Genauso wenig wie es den Islam gibt. Es gibt unterschiedlichste Formen, Erscheinungsformen, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte entstanden, wo man irgendwo gemerkt hat, ja, das ist so eine Art Christentum, das ist so eine Art, die nennen sich Christen, die nennen sich Christen. Ich habe vor Jahren mal so ein Bild anfertigen lassen vom Stammbaum des Christentums. Ich habe dir mitgebracht nochmal. Und das Bild ist unvollständig, weil es auch eine Proportion irgendwo nicht ganz richtig dargestellt, weil die ersten 1500 Jahre ist der Stamm da unten. Ihr könnt es nicht richtig sehen, ich erkläre es euch, es ist einfacher. Es ist Christentum entstanden, bis Judentum eben, und dann gab es die ersten Verästelungen. Und dann gab es die Reformation, auf einmal gab es so eine reformierte, lutherische, kalvinistische, Zwingli und so weiter Strukturen. Dann kamen immer mehr Äste, machten sich auf, die orthodoxe Kirche, griechisch-orthodoxe Kirche, anglikanische Kirche und irgendwann gab es dann Freikirchen und so ist der Baum immer mehr verästelt worden. Und was so schön dasteht, da als Baum, wo man denkt, ach nett, das ist ja toll, denkt daran, an jeder Verästelung hat es irgendwo Stress gegeben. An jeder Wegkreuzung hat man sich den Schädel eingeschlagen, hat man Meinungsverschiedenheiten gehabt, hat man den anderen abgesprochen, überhaupt Jesus zu kennen, geschweige denn die Bibel zu verstehen. Und manchmal sogar mit vielen Toten einhergegangen. Man hat sich die Köpfe eingeschlagen, weil die anderen nicht so gläubig waren, wie man halt selbst war. Und irgendwo seht ihr aus ICF, ich habe 6 Mal raus, da gezoomt, wir an dem Ast von so den Freikirchen. Da sind wir irgendwann als ICF auch entstanden. Und auch die Entstehung vom ICF ist ja auch nicht nur in dem Sinne, ach toll, wir machen mal was Neues, sondern auch aus ein Stück Frust entstanden über damalige Kirchenzustände in den 90er Jahren. Man sagte, wir möchten was Frisches, wir müssen irgendwas Neues anfangen. Und sehr viele, die das am Anfang miterlebt haben, andere Kirchen fanden das gar nicht lustig. Das ICF, was ist denn jetzt? Kirche neu erleben. Seid zufrieden, dass Kirche überhaupt gibt. Da muss man nichts neu erleben. Und so ist auch da wieder eine Verästelung gewesen, wo man gemerkt hat, ja,
das führt wieder zu einem neuen String, da kommen neue Blätter, ab und zu fällt ein Blatt auch runter. Die erkläre ich jetzt nicht, aber ihr könnt gerne hinterher auf mich zukommen. Heute, wie gesagt, geht es um den Gemüsegarten Gottes. Und ein anderes Bild wird dann sich besser deutlich machen, wie so verschiedene Gärten. Ihr seht hier so ein Feld aufgeteilt in hunderte unterschiedliche Felder, grün, hellgrün, dunkelgrün. Die meisten sind für mich einfach grün. Aber es gibt Menschen, die sehen da Moosgrün, Blattgrün, was weiß ich, Wanzengrün und so weiter. Und was ihr seht, dieser Garten hat ganz viele klare Strukturen zum Teil, abgegrenzt. Und man könnte sich fragen, warum hat es denn so viele Wege da? Warum gibt es so viele Grenzen? Das könnte man doch zusammenlegen. Das ist so ein Grün, was sich so ähnlich ist und trotzdem hat es irgendwie doch nochmal eine Abgrenzung. Es geht um diesen Gemüsegarten, der sehr unterschiedlich aussieht, eben doch Nuancen hat manchmal größere Nuancen hat und um die Vielfalt, um die Einheit von dieser Ekklesia und was für eine Kraft da drin steht und was für eine Herausforderung drin steht. Und wo sollte man beginnen? Vielleicht am besten mit dem Text, wo der Paulus damals den Christen in Korinth Folgendes geschrieben hat. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus sein Leib. Die Gemeinde besteht aus vielen Gliedern und doch ist es ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft und gehören dadurch zu dem Leib von Christus, ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven, Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus seinem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem Teil des ganzen Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Nach Gottes Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus. Und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Ein außerordentlich kraftvolles Bild, wo Paulus damals den Christen da in Korinth malt. Sagt, look, so eine Vielfalt, so viel verschiedene Sorten an Gemüse, wo da wächst. Er benutzt das Bild vom Leib, denn wie das funktioniert und sagt, look, das ist so schön und das benötigt sich einander. Jetzt könnte man nostalgisch werden und sagen, wow, diese gute alte Zeit, wo Christentum noch so einheitlich war, wo man sich so miteinander verstanden hat und Paulus nur einen Brief schreiben musste, wie das denn so miteinander funktioniert. Aber es ist leider eben nicht so gewesen. Die Kirche in Korinth ist wohl einer der Kirchen, die so heftig zerstritten war, dass man sich kaum vorstellen kann. Die haben über alles und nichts gestritten. Man könnte eher fragen, worüber haben sie nicht gestritten? Und sie den Kopf eingeschlagen und gesagt haben, du glaubst nicht richtig. Warum? Ja, weil aus dem und dem Grund. Und schon war der nächste Streit wieder entflammt. Und das ist eine Herausforderung der damaligen Zeit. Und das ist an sich auch nicht sehr viel besser geworden bis heute. Und gerade in den letzten 200 Jahren, wo der Siegeszug von der Individualisierung Einzug gehalten hat, ist unsere Lebenswelt immer mehr fragmentisiert worden. Du kannst in irgendeiner Straße, in irgendeinem Wohnblock wohnen und du begegnest einem Buddhisten, einem Islam, also einem Hindu, einem Christ, einem Atheisten und was weiß ich noch, irgendwie einen Veganisten. Und alle wohnen in demselben Wohnblock drin. Und man könnte meinen, man hat mehr Verständnis füreinander. Aber nee, das ist genau das Phänomen. Es wird eben nicht mehr Verständnis entsteht dadurch, sondern man zieht sich immer mehr zurück in seine Bubble, weil man mit seinesgleichen sich halt auch dann besser versteht und ein Stück auch Heimat wieder erfährt. Und das Internet hat dazu beigetragen, dass wir nur durch unsere Algorithmen halt die Dinge lesen, zu Gesicht bekommen, die halt für uns zugeschnitten sind. Und das macht auch für die christliche Bubble nicht Halt. Und das ist genau in unseren Kreisen auch eine Herausforderung, die mehr und mehr uns wirklich fordert.
Da könnte sogar ein gemeinsamer Gottesdienst, ein Allianzgottesdienst wirklich zur Herausforderung werden, wie vor Jahren, wo ich das erlebt habe, wo dann in der Vorbereitungsteam dem Worship-Leiter dann gesagt worden, such du ein paar Lieder raus, aber bitte nicht jünger als 20 Jahre. Also Lieder, die vor 20 Jahren geschrieben sind, die können wir singen, aber die letzten Jungen, die kennt man bei uns nicht. Das kann zur Herausforderung werden. Was bedeutet eigentlich jetzt Vielfalt und Einheit in diesem Gemüsegarten? Was hat das für eine Auswirkung auf uns als Kirche, als ICF, auf dich als einzelne Person? Der Paulus spricht hier in 1. Korinther 12, Leute, er spricht nicht von einer Einheit von Überzeugung. Er spricht auch nicht von einer Einheit von Glaubensstilen oder Frömmigkeitsstilen oder Liedern oder sonstigen gewissen Inhalten, sondern er macht das ziemlich deutlich und sagt, look, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören zu dem einen Leib von Christus, ganz gleich, ob wir nun Juden, Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist getauft. Die Einheit besteht in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Das sagte Paulus. Punkt. Und jetzt sitzt du da und denkst, ja, erzähl mir was Neues. Habe ich auch schon mal gelesen. Ja, das ist nur wirklich eine Antwort, die stimmt. Das ist so wie in jeder Sonntagsschule kannst du fast immer als Antwort geben, Jesus. Jesus geht immer. Jesus ist richtig. Das ist, was macht Jesus? Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn man dann sagt, ja, Jesus oder durch den Heiligen Geist, unausgesprochen denken wir ja häufig dabei auch, ja, wenn die anderen Kirchen, die anderen Gläubigen eben den Jesus ein bisschen ernster nehmen würden, vielleicht auch ein bisschen mehr kennen würden, so wie wir, dann wird dann auch mehr Einheit geschehen. Ne? Dann wäre es vielleicht auch besser mit dem ganzen Christentum, wenn sie den Jesus, den wir ja so gern am Herzen haben, auch wirklich mehr ernst nehmen würden. Das nennt man so, es hat einer mal den Ausdruck gebraucht, Glinus-Syndrom. Kennt ihr das einer? Glinus-Syndrom? Gläubig in unserem Sinne. Glinus, gläubig in unserem Sinne. Und damit vereinnahmen wir die anderen Christen und sagen, ja, wenn du den Jesus halt nicht so kennenlernst, wie wir den kennen, ja, dann ist das Problem halt bei dir. Es gibt zwei Meinungen. Meine und eine falsche, Punkt. Und so funktioniert es leider immer wieder, Leute. Jesus soll im Zentrum stehen. Ein Freund von mir hat mal folgenden Satz gemacht. Die Einheit der Kirchen wird nur hergestellt und bewahrt durch den einen Jesus, den nicht wir haben, der aber uns und viele andere hat. Was will ich damit deutlich machen? Ekklesia, wir haben einfach nicht Jesus gepachtet. Der Jesus steht nicht uns exklusiv zur Verfügung. Wir haben nicht das richtige Verständnis von diesem Jesus und der Nachfolge da drin. Wir haben unser Verständnis und da darf man zu stehen und das leben. Aber wir haben nicht das einzige richtige Verständnis. Es gibt noch viele andere Bubbles und Christen, wo wir was von lernen könnten. Es gibt so viele andere Gemüsesorten in Gottes Garten, wo man vielleicht mal probieren müsste, um mal was anderes zu entdecken und zu merken, dass eine ausgewogene Ernährung sehr wohl einem hilft. Es gibt verschiedene Sorten, wo ich denke, ja, da hätte ich früher nicht reingebissen. Aber mittlerweile probiere ich sie ab und an. Leute, und das ist eine gesunde Demütigung fürs eigene Selbstverständnis, wenn wir uns nicht die Illusion hingeben, dass wir als Einzige die richtige Verständnis haben von diesem Jesus. Ich habe in den letzten 2-3 Jahren bin ich mehrmals auch in andere Gottesdienste gegangen. Nicht, weil ich hier im ICF langweilig bin oder sonst was. Ich hatte einfach Zeit und Möglichkeit gehabt und das habe ich genossen. Und ich bin in Kirchen gewesen, da wäre ich früher selten reingegangen und ich habe Entdeckungen gemacht, wo ich dachte, die Entdeckung hätte ich wahrscheinlich nie bei uns im ICF machen können. Und zwar nicht als Kritik, sondern weil wir anders feiern miteinander, weil wir als Kirche anders organisiert sind und miteinander unterwegs sind. Ich habe Entdeckungen gemacht, dachte ich, ja, das hätte mich jetzt echt überrascht. Nicht nur zum Nachdenken gebracht, sondern geistig sogar inspiriert. Und manchmal auch demütig gemacht, und wenn ich in irgendeine Frucht hineingebissen habe, wo ich dachte, das soll gesund sein,
Und dann habe ich es probiert und dachte, ja, also schmeckt nicht unbedingt gut, aber kann man stehen lassen. Und trotzdem hat das meinen Horizont wirklich erweitert. Ich möchte an der Stelle eine Klammerbemerkung machen. Und zwar, es gibt durchaus Sorten im Gemüsegarten Gottes, wo ich auch für ungenießbar halte. Das ist eine kleine Klammer, aber ich möchte was dazu sagen. Ich bin in den letzten Jahren wirklich manchmal an meine Grenzen gestoßen, wo ich dachte, um alles in der Welt, Jesus, was wächst in deinem Garten? Dann nennen sich da irgendwelche Christen und da denke ich, also das ist doch nicht möglich. Das gibt es doch nicht. Das ist doch undenkbar, dass das irgendwie bei dir aufwächst. So eine Vertuschungskultur bei Missbrauchsskandalen. Ob das in den großen katholischen Kirchen, wie jetzt gerade in Deutschland wieder, oder auch in Freikirchen, irgendwo geschieht, immer noch geschieht. Und das alles im Namen vom Glauben, von diesem Jesus. Dann ist mir schlecht geworden. Und ich an manche Kreise rangekommen bin, wo ich dachte, ja, ein Alpha-Live-Anlass wird als Urhure fundamentalistisch. Aber eine schamanische Schwitzhütte daneben, das ist toll. Das geht. Da werden Spenden für Privatjets gesammelt, damit man besser die Predigt vorbereiten kann. Und irgendwelche anderen Chakra-Therapien angeboten. Ich denke, Gott, was ist in dem Garten los? Und alles im Namen vom Glaube. Irgendwo muss man ab und zu mal auch eine Grenze ziehen. Und das ist nicht heute der Gottesdienst, um eine Grenze zu ziehen. Aber das fordert uns wirklich auch heraus. Manches ist wirklich, sieht genießbar aus, ist aber wirklich ungenießbar. Und manche Äußerungen, die gemacht werden, denke ich, die werden gemacht in so einem geistlichen Energiesparmodus im Kopf. Kann man nicht anders erklären. Klammer zu. Trotzdem will ich das Gute behalten. Trotzdem möchte ich wirklich aus Gottes Garten immer versuchen, das Gute zu behalten. Auf Fenchel, auch wenn ich das grusig finde. Ich möchte das Gute behalten und das Gute behalten kann man in Gottes Garten nur, wenn man den Mut hat, auf den anderen zuzugehen und zu hören, warum macht ihr das so? Warum denkt ihr so? Warum glaubt ihr so? Warum feiert ihr so? Was entdeckt ihr an dem Jesus, wo ich noch nicht entdeckt habe? Und da kann man Entdeckungen machen, Leute, die wirklich Lust machen auf mehr von diesem Jesus. Wirklich eine neue Qualität auch an Geistigkeit, an Frische im Glauben bringen kann. Wahre Liebe, hat einer mal gesagt, hält Ausschau und vergisst nicht die Verbindung, die zwischen allen Christen besteht. Wahre Liebe macht sich auf den Weg und guckt mal was anderes an und sagt, hey, das sind meine Brüder, meine Schwestern, ich möchte von denen lernen. Und wir können viel lernen. Zum Beispiel von den Katholiken. Jetzt kommt eine Session, jetzt könnt ihr von allen Denominationen was lernen, wenn ihr wollt. Von den Katholiken, Petersdom. Was kann man von Katholiken lernen? Ich finde, von Katholiken kann man zum Beispiel Struktur im Glauben lernen. Ich habe eine ganze Zeit lang so eine App runtergeladen, so zum Beten und Bibellesen, so eine katholische App gewesen und habe das eine ganze Zeit lang gemacht. Und jeden Morgen waren die gleichen Gebete. Und irgendwo fand ich das noch erleichternd für mich. Ich habe ja morgens nicht denken müssen, was will ich jetzt beten überhaupt? Ich habe das Ding aufgemacht, jetzt bete ich einfach das. Für einen Typ, für mich ist das manchmal hilfreich, gerade am Morgen nicht so viel zu denken und so. Einfach mach das fertig aus. Struktur im Glaube. Feste Gebetszeiten, feste Fastenzeiten und so weiter. Tradition und Beständigkeit kann man von den Katholiken lernen. Katholische Kirche ist schon alt, mega alt. Ich vergleiche so häufig mit so einem riesigen Ozeandampfer, so einem Flugzeugträger, so ein Riesending. Wenn die am Steuer drehen, dann ist erst 10 Jahre später, wird der Kurs geändert. So wie als ICF, wir sind wie so ein Rennboot. Da geht nach vorne, dann wird Lenkrad rumgerissen, dann geht es in die Richtung. Und dann geht es hier hin und wenn du nicht aufpasst, du fliegst hinten raus. So schnell sind manchmal die ruckartigen Bewegungen bei den Lenkern.
Von der katholischen Kirche kann man lernen, die Gemeinschaft, wie alle mit integriert werden. In katholisch, alle sind integriert. Das wird immer wieder betont. Hey, wir hören zusammen. Der Glaube ist eben nicht nur individuell, sondern er ist gemeinschaftlich verstanden. Ich finde, da kann man viel lernen von Katholiken. Was können wir von der Reformierten lernen? Lauch. Was können wir von der Reformierten lernen? Ein paar super Sachen, sage ich euch. Super Sachen. Zum Beispiel die ganze Eigenverantwortung oder Partizipation. Die reformierte Kirche hat das wirklich perfektioniert. Irgendwo mitbestimmen, überall kannst du mitreden. Das macht es manchmal irre anstrengend. Aber du hast die Möglichkeit, wirklich dich so mit einzubringen. Dann der ganze Aspekt von Bildung. Die reformierte Kirche, dass du in der Bibel lesen kannst, das ist ein Erbe von der Reformation. Alle sollten die Bibel lesen. Alle sollten irgendwo, da ist nicht nur ein bisschen Latein, die sollen das verstehen, in der Sprache, wie man normalerweise redet. Das ist ein Erbe von der Reformation. Bildung, selber denken und nicht nur denken lassen. Auch Toleranz und Offenheit, auch gegenüber denen, wo man es vielleicht schwierig findet. Charismatiker. Pfingstkirchen. Wir sind ja ein Teil von dem String, von der Gemüsesorte. Ich nenne sie mal Brokkoli. Ich bin an sich so, früher habe ich gedacht, Brokkoli, das ist was, ja, kann man mit 80 noch essen. Muss man ja nicht früher mit anfangen. Und ich habe das lange Zeit wirklich nicht so gern gehabt und habe das erst mit den Jahren entdeckt. Weil meine Geschichte, auch meine persönliche, ich komme aus der reformierten Kirche, ursprünglich aufgewachsen. Ich habe die ganze Charismatik, das ganze Pfingstlerische, das habe ich erst viel, viel später entdeckt. Und habe gemerkt, wow, das ist so viel, was wir lernen können, wo ich gern von lerne. Die Lebendigkeit und die Erfahrung im Hier und Jetzt mit dem Jesus und dem Heiligen Geist zu rechnen, das ist so wertvoll. Das ist so wertvoll. Und so etwas Schönes, wenn man das erfahren darf und machen kann. Die Aktivierung von allen Mitgliedern. Dass wir als Kirche sagen, look, es gibt nicht nur die Professionellen, sondern jeder ist begabt, vom Heiligen Geist befähigt, irgendwo einen Beitrag hier drin zu leisten. Und einen Beitrag nicht, damit es funktioniert, sondern dass das Reich Gottes größer wird. Ekklesia sich entfalten kann, die Herbeigerufenen wirklich einen Unterschied machen. Dann das Glauben und das Wirken an das Übernatürliche. Wir haben jetzt eben hier gebetet. Wir haben für einen Mann gebetet, für einen Familienvater, dessen Frau schwanger ist, hochschwanger, soweit ich weiß, mit Hirnhautentzündung. Und wir beten dafür, dass Heilung passiert. Wir glauben daran, auch wenn wir es nicht immer erleben. Wir beten weiter. Das habe ich bei den Charismatikern lernen dürfen, bei den Brokkolis. Ich sage, ja, das ist wirklich, wir glauben am Hier und Jetzt und lass uns das festhalten. Orthodoxe. Das. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich sage, es ist kein Rüebli. Genau, wie? Pastinaken ist das. Ein Wurzelgemüse. Ich habe neulich die Predigt in Basel-Land gehalten, dann habe ich irgendwas gesagt, das Gemüsesorte nicht richtig bezeichnet und dann habe ich hinterher viele Feedbacks bekommen. Ich habe dann immer gesagt, kannst du mich einladen, ich esse es auch bei dir. Ne? Orthodox, was können wir von ihnen lernen? Ich denke, von den Orthodoxen können wir viel lernen über Mystik. Nicht alles ist direkt zu verstehen. Das mystische Ikonen, wirklich das Stillhalten, Innehalten, irgendwo vor, wo du denkst, hey, was macht das für einen Sinn? Dann der Askese und Fasten. Ich bin nun wirklich kein Fastentyp. Aber da kann man sich was von abschauen, wie die asketisch auch zusammen sind und sagen, hey, das hat was ganz wichtige Erfahrung für uns. Die Frömmigkeit, die Hausfrömmigkeit. So eine große Entdeckung bei der Orthodoxen. Eine Riesenkirche, by the way. Ja? Eine riesige Kirche, wo bei uns vollkommen unterm Radar ist. Und vielleicht noch was Letztes. Thésée, die Thésée-Gemeinschaft in Frankreich. Thésée. Wer war schon mal in Thésée? Genau. Also alle, die bis 30 sind, die möchte ich ermutigen, mal zur See zu gehen. Die Älteren dürfen gar nicht mehr dahin gehen.
TC ist wirklich für junge Menschen gedacht. TC jährlich. Zehntausende junge Menschen gehen nach TC. Zu den Brüdern, zu den Schwestern, die aus ganz verschiedenen Denominationen zusammenkommen. Auf ihre Fahne geschrieben haben, Ökumene und Versöhnung. Anglikaner, Katholiken, Reformierte, Freikirchler. Aus 30 Ländern leben die Brüder da zusammen. Einfach, nur von dem, was sie selbst verdienen, machen sie ihre Sachen. Diese Einfachheit und Lebensfreude kann man bei TC abschauen. Wie Einfachheit wirklich zu einer Freude führt. Einfache Gottesdienste, einfache Liturgien und so weiter. Und ihr immerwährender Einsatz für Vertrauen und Friede. Heute, die setzen sich für Frieden ein. Jetzt in der wahnsinnigen Zeit, wo wir drin leben, ist eine der Gemeinschaften, wo das immer wieder betont, für Frieden beten. Beten, sich engagieren, hingehen, beten und so weiter. Wir können lernen von denen, von all den unterschiedlichen Sorten. Ich bin am Schluss gleich. Es ist eine Sache, darüber zu reden und das dann selbst zu erfahren, von den anderen Gemüsesorten wirklich mal zu probieren. Ich war vor einiger Zeit im Gottesdienst und ich wollte abends noch hier ins ICF im Gottesdienst, und der Gottesdienst war früher, bin dorthin gegangen. Ich wollte eine Person dort hören und treffen. Und dann habe ich gelesen, es gibt im Gottesdienst noch ein Sound Blessing. Davon habe ich mal gehört und mal gelesen, Sound Blessing, habe ich gedacht, was genau ist das jetzt, Sound Blessing? Und dann habe ich jetzt nachgeguckt, mit Musik und so, ganz lang und intensiv. Und dazu muss man wissen, ich bin jetzt nicht so der ausgesprochene Worship-Typ. Das bin ich nicht. Wenn wir 5-mal heilig gesungen haben, beim 6. Mal denke ich, was gibt denn zum Mittagessen? Hoffentlich kümmert sich einer darum. Also, ja, das ist einfach anders. Das ist nicht besser und auch nicht schlechter, aber das ist wirklich so. Ich habe das auch bei den TC-Liedern. Dann singen die dasselbe Lied 10-mal. Das erinnert mich an Vinylschallplatten. Die haben irgendwo einen Sprung. Dann fängst du wieder von vorne an. Fängst du immer wieder von vorne an. Denke ich, Mann. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich war vor kurzem in einem Hallenstadion mit einem Freund beim Herbert Grönemeyer. 15.000 Leute zusammen. 3 Stunden Konzert. Mir war keine einzige Sekunde langweilig. Aber es ist ein anderer Stil, es ist etwas anderes, andere Musik. Und 3 Stunden gehüpft und getanzt und gesungen und gemacht und getan. Aber ich bin nicht so der Worshipper. Ich komme zurück auf dem, was ich sagen wollte. Das sagt nichts über Worshipper aus und schon gar nicht über Worshipper. Ihr lieben Worshipper, was? Das sagt nichts über euch aus. Ich sitze in dem Gottesdienst, Predigt ist vorbei und dann fängt jetzt Sound Blessing an. Es wurde angekündigt, sagt jetzt gleich gibt es Sound Blessing, lehn dich zurück in deinem Stuhl, du kannst genießen und dann werden die Musiker spielen und sie werden dich mit der Musik segnen. Ich saß ungefähr so da hinten, so am Mittelgang. Ja, im Mittelgang saß ich ziemlich weit hinten. Das ist ein guter Platz, wenn man fliehen will, wenn es einem zu langweilig wird. Weißt du? Da hinten habe ich gesessen und dann dachte ich, ja, komm, wenn es langweilig wird, dann gehe ich. Weil ich wollte ja noch hier ins ICF und dachte, ja, komm, ich bleibe mal einen Moment. Dann steht eine Frau auf, nimmt ihr Saxophon und lauft dann durch die Kirche. Und ich denke, irgendwie, was passiert hier? Außergewöhnlich für mich. Und dann kommt sie bis nach hinten, bis zu mir, mit dem Saxophon. Und fängt an zu spielen und spielt mich an. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja, es hört sich komisch an, sie spielt mich an. So. Ich habe noch nie so eine Erfahrung gemacht. Ich bin nicht so musikalisch so affin, dass ich von all dem angesprochen werde. Ich habe in dem Moment der Friede in der Nähe Gottes erlebt, wo ich ganz selten in meinem Leben hatte. Ein Moment, wo ich dachte, hier ist was Besonderes, hier passiert jetzt wirklich was Außergewöhnliches. Gott, ich bleibe sitzen, ich bleibe hier. Und ich kann euch nicht erklären, das war ein spezieller Moment, ich bin immer ins ICF gegangen, aber die Nähe und der Friede Gottes zu spüren. Und es war einfach gut, Ich muss nichts machen, ich muss nicht irgendwie ein Gebet sprechen, ich muss auch nichts bekennen, gar nichts, ich wurde einfach gesegnet. Und wie es der Zufall so will, ist die Frau heute hier. Und sie wird gleich nach meinem Gebet hier anfangen zu spielen in dem Saal.
Und ich lade dich ein, die nächsten Minuten einfach zu genießen. Einfach zuzuhören, dich bespielen zu lassen, segnen zu lassen, Sound Blessing zu erleben. Ich hoffe, du kannst so ein Erlebnis machen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn du hinterher sagst, ja, war schön. Ja, dann war schön. Und wenn es dir nicht gefallen hat, ja, dann hat es dir nicht gefallen, dann geh zum Essen. Das passiert. Aber für alle anderen ist vielleicht ein Segen, heute Morgen so gesegnet zu werden mit Musik. Gott vielleicht neu in allem anderen auch noch zu entdecken. Vielleicht mal eine neue Frucht probieren und zu merken, das führt zu einer geistlichen Gesundheit. Mal Neues von woanders, von einem anderen Garten vielleicht mal probiert. Ihr dürft sitzen bleiben, sie spielt gleich, ich bete noch. Danke dir, Geist Gottes, dass du hier bist und dass du jetzt hier dabei bist, jeden Einzelnen von uns, an dem Ort, wo er steht, zu segnen, Gutes zu geben. Gott, wir legen unser Leben hin und danken dir für deine Gegenwart.